Willkommen zurück Freunde zu Dragon Ball Z Kakarot, eine neue Kraft erwacht Teil 2, das war DLC. In der letzten Folge haben wir eigentlich die Story davon abgeschlossen, es stehen noch 3 Sidequests aus, die nehmen wir jetzt in Angriff. Und ich erkläre in dieser Folge noch mein Fazit jetzt in den ganzen DLCs und auch wieso ich das zweite DLC besser finde als das erste. Da mich generell gefragt habe, was jetzt die DLCs genau für einen Sinn hatten, was eine Vorbereitung auf das dritte DLC, was ein bisschen Story auch beinhalten soll, oder was genau war das überhaupt? Geht auch ein bisschen darum, das Ganze dann zu lüften. So. Wissen wir, war da ein bisschen schwach. Aber eigentlich können wir ja eine Gruppe bilden. Ich muss aber sagen, so nochmal im Nachhinein, ich fand es krass dafür, dass Freezer in der goldenen Form nur auf Level 170 war trotzdem extrem stark. Gut, Bossmodus und so sind natürlich immer ein bisschen stärker, das stimmt schon, aber generell. So. Sidequest, Freunde. Kann das erst von diesen Dingern finden, aber wo ist nur der letzte? Hat ein Radar, das die Freezer mir gegeben hat, soll der letzte in diesem Gebiet sein. Warte mal, die Uniform kommen bekannt vor. Bist du einer von Freezers Leuten? Dieses Gesicht, du bist Goku, der Typ, der Lord Freezer besiegt hat. Jo, bin ich. Und wenn du auf der Erde bist, wirst du bestimmt nichts Gutes im Schild, oder? Das ist vollkommen falsch, ich will ja keine Ärger machen, ja? Aha, was machst du denn hier? Er darf nicht herausfinden, was ich eigentlich vorhabe. Das würde gegen die Verschwiegenheitsvereinbarung verstoßen, die ich als outgesourceter Krieger vom Planeten Zeitarbeit unterschrieben habe. Bin ich tot und noch schlimmer, gefeuert. Der Freezer ist bereit. Aha, schon wieder Freezer wiederbeleben. Alter, wie oft wollt ihr den noch zurückholen? Ja. Ich suche was, aber ich habe Probleme, es zu finden. Naja, mach das mal. Er kann Hilfe gebrauchen. Der Krieger vom Planeten Zeitarbeit. Was ist ein crazy Name. Verstehe. Einen schönen Tag noch. Moment mal. Was hast du gesagt? Du hilfst mir? Ja. Verzeihung, dass ich mich noch nicht vorgestellt habe. Mein Name ist Pomelo und ich wurde auf Bitten der Freezer-Armee vom Planeten Zeitarbeit hergeschickt. Beschädigt, also nach Teilen und Materialien für die Reparatur. Ja, bitte, das würde mir helfen, wenn du mir helfen würdest. Das ist ungefähr sein. Raffiniertes Eisen, raffiniertes Silber, raffiniertes Gold. Die Frage ist, wo kriege ich es, beziehungsweise kann ich es irgendwo kaufen, damit es ein bisschen schneller vorwärts geht. Das Eisen hätte schon mal. Schön. Hä? Hallo, ich will auf die Weltkarte. Muss er mir jetzt etwa... Warte mal ganz kurz. Muss er mir jetzt irgendwie helfen? Ne, vergessen habe ich es nicht, aber könnt... Hey, ich muss jetzt irgendwie... Ach so, warte mal. Doof. Ich sehe hier überall, wo es etwas hätte. Jetzt sag mir nicht, dass es... Wäre zwar schön, wenn ich einfach all diese Sachen, die mir jetzt noch fehlen, hier finden würde.
何集めりゃいいんだっけか。 War's das schon? Ich muss ja gegen die kämpfen. Natürlich sind sie so stark, wollt ihr mich verarschen? So, erledigt, Gott sei Dank. Hat auch ein bisschen überrascht. Okay, während wir jetzt hier noch ein paar Materialien farmen, das kann ja wie gesagt jetzt nicht so eine Weile, so lange dauern. Und natürlich hier wieder Freezer-Typen sind, das sind sicher alle wieder so starke Gegner, aber... Naja, natürlich. Die ich nicht so einfach loswerde. Ja, kommen wir doch mal zu meinem Fazit, wa? Was ich generell jetzt so denke. DLCs. Wir mussten ja, also erstmal die Fakten, wir mussten ja lange warten. Also erstmal das erste nicht, das kam ja Anfang Jahr 2020, also relativ frisch, direkt nach Release im Spiel. Soweit gut, man kann es abseits der Hauptsache spielen. Beide DLCs sind natürlich soweit auch cool. Aber der Umfang. Ich meine, wir hatten jetzt mit seinem DLC, hatten wir jetzt ein bisschen, zum einen Mal, wo es darum ging, die Transformationen, also Super Saiyan Blue und so, zu trainieren, beziehungsweise herauszufinden, wie die genau funktionieren. Ja, ein bisschen Gold hier, sehr schön. Was ich von dem her sehr, sehr cool fand, war ja auch eine Anlehnung an den ersten DLC, weil dort war es ja auch so. Und dann eben auch noch, wo es darum ging, okay, Freezer ist zurückgekehrt mit seiner Armee. Es gibt Hordenkämpfe, wie man sie auch aus dem Anime und dem Film kannte. Und von dem her auch gut umgesetzt. Und ja, das mit Freezer selber war ja eigentlich auch ein bisschen Story. Und insofern zu sagen, hey, Freezer ist zurückgekehrt mit seiner Armee, aber es ist nicht so wie im, sag jetzt mal, Original, also im Anime, Manga und, im Anime und im Film. Dann ist eher ein bisschen so, okay, Sorbe, Tagoma gibt es hier nicht, aber dafür halt kehren die alten Charaktere zurück, die wir in Dragon Balls ja zurückgeholt haben oder hätten können. Das war ja so im Verlauf der Hauptstory, beziehungsweise der Sidequest, das haben wir ja hier auch gemacht. Aber es sind ja andere, die DLCs gekauft haben, das Spiel auch gezockt haben, ja nicht auch gemacht haben. War ja von dem her, denke mal, jedem selber ein bisschen überlassen, wer es gerne haben wollte. Und ja, man macht von dem her auch Sinn, eben da mit Zarbon, Dodoria oder eben auch die Ginyu Force. Leider ohne Bunyu, das hätte ich noch geil gefunden, wenn die auch dabei gewesen wäre. Aber trotzdem auf die Ginyu Force zurück. Also eigentlich wieder Freezers Elite-Truppe. Und ja, war dann von dem her auch schön, die Truppe ohne Son Goku, ohne Vegeta, halt, die da auf der Erde blieb, einfach aufzuteilen und sagen, hey Jungs, ihr macht jetzt Dreiergruppen und bekämpft die Horden, beziehungsweise wir konnten so die Hordenkämpfe auch kennenlernen. Und die haben zum Teil Spaß gemacht, zum Teil waren es ein bisschen mühsam, weil es sehr viele Gegner waren. Jetzt halt nicht große Gruppen auf einmal da waren. So quasi, hey, du hast insgesamt 500 Gegner zum Plattmachen. 500 Stück, aber du hast nur irgendwie 10, die du auf einmal platt machen kannst. Denkst du dann so, okay. Das heißt, den Rest muss ich einfach wirklich Attacken spammen bis zum geht nicht mehr. Und das dauert einfach eine Ewigkeit. Also eins von beidem halt. Und dann Kampf gegen Freezer selber. Da war ja klar, kannten wir auch aus dem Anime und dem Film. Wir machen das jetzt so Resurrection F-mäßig. Wo ja eigentlich doch Goku eigentlich gegen Freezer gekämpft hat. Und nur deswegen von Vegeta abgelöst wurde, weil dieser fast gekillt wurde.
durch seinen eigenen Fehler und durch Unterstützung von Sorbe und so. Aber hat man eben, wie ich finde, hier auch doch durchaus plausibel gelöst. Dass dann doch Vegeta vorher schon keinen Bock mehr hat und sagte, hey Kakarot, komm, lass mich machen. Und Son Goku noch zu seinem Kampf kam, wie gehabt, storybedingt halt, indem dann halt Vegeta ein bisschen unvorsichtig war und sich gesagt hat, hey, guck, Erde ist am Arsch. Okay. Die Erde ist im Arsch, weil Vegeta unvorsichtig war und Freezer einfach alles zerstört hat. Okay, was machen wir jetzt? Ah, gut, dann machen wir es halt so. Damit Son Goku nochmal zu seinem Kampf kommt. Ja, eigentlich auch ein bisschen creepy, weil es hieß ja von wegen, hey Goku, komm, mach jetzt ein bisschen hin. Damit es auch irgendwie umsonst war, das Ganze. Und dann von wegen, ja, hinmach, ja, kämpft trotzdem erst noch mal eine Weile gegen dich, aber egal, komm. Das war jetzt mehr deswegen, weil ich Freezer auch nicht schneller platt gemacht habe. Hätte ich auch schneller platt machen können, euren Freezer. Insofern ein DLC, ja, wie gesagt, wir mussten lange darauf warten, aber ein DLC, was, wie ich finde, den Namen auch gerecht war, in Anführungs- und Schlusszeichen. Ob jetzt den Preis als Standalone-DLC verdient hätte, ja, kann sich darüber streiten. Ich finde doch, so im Multipack und so, doch, es war ein DLC, was ich jetzt gerne genossen habe. Obwohl ich ja da ehrlich gesagt auch von der Form Super Saiyan Blue und so nicht so begeistert bin, nicht so großer Fan bin. Aber trotzdem, es war unterhaltsam. Der erste DLC, da fragt man sich jetzt im Nachhinein so, ja, am ersten DLC hat sich das Spiel ja selbst auf die Schippe genommen. So wegen Whis holt uns zu sich und sagt, ho, 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 eigentlich sollten wir nicht so zueinander finden, aber jetzt ist es halt mal so. Ist ja eigentlich ein bisschen cheaten. Da denke ich mir so, what the fuck? Also, ich meine, ja klar, es ist ja auch so. Aber das Whis, also das Spiel, dass man das Spiel intern selber sagt, fand ich schon ein bisschen creepy. Ja, ich habe alles. Das sollte funktionieren, vielen Dank. Du musst es doch reparieren. Ja, ja. Sie hat einiges gemacht, um jünger auszusehen, aber was hat mit Besen zu tun? Einiges gemacht, um jünger auszusehen. Sage das besser nicht, Goku. Okay. Das war ein Witz. Ja, dass ich ein Fan der weiblichen Gestalt bin. Wieso? Also ganz ehrlich. Das ist jetzt nichts Spezielles oder nichts, wofür man sich jetzt irgendwie schämen müsste. So im Gegenteil. Was habe ich Hunger? Ernsthaft, wenn wir noch was zu futtern haben? Auch wenn noch. Manche Sidequests hier, ganz ehrlich. Hoffentlich finden wir das auch relativ schnell. Da sieht man direkt angezeigt, wo was sein könnte. Was haben wir schon davon? Hab schon alles, krass. Ah, da bin ich wieder. Nee, um es kurz zu Ende zu bringen, Freunde. Jetzt halt im Nachhinein fragt man sich so, das erste DLC, ja, die Super Saiyan God Transformation, der Kampf gegen Beerus und so, und das Training bei Whis mit den ganzen, mit diesem göttlichen Wasser, das Spiel zum Aufleveln und so. Ja, alles geil, gar kein Thema. Auf eine Art und Weise. Aber warum nicht, ja, das mit der Story trotzdem ein bisschen noch integrieren? Ja, eben, dass Beerus auf zur Erde kommt und diese irgendwie zerstören will und so. Also doch ein bisschen mehr Flair vom Film. Das verstehe ich nicht, weil der erste DLC war dann doch eher ein bisschen langweilig, finde ich. Klar, da kam relativ flott heraus und so, ganz klar. Aber im Vergleich zum zweiten DLC, ja, ich muss wirklich so sagen, ich finde die Super Saiyan God Form, finde ich persönlich, für mich, mag ich sie lieber als Super Saiyan Blue Form. Nicht nur wegen dem Namen, sondern auch generell einfach. Weil es ein bisschen übertrieben wird auf eine Haarfarbe wechseln und so. Ja, gehst auch mal alle Haarfarben durch.
Blond, Rot, Blau, Pink bzw. Rosa, wenn du generell ein Gott warst. Also auch seelisch und so. Nicht nur jetzt vom Key her. Danach kommt noch Weiß mit dem Ultra oder Silber. Mit dem Ultra-Instinkt. Naja. Nicht unbedingt mein Fall. Aber ja, generell halt DLCs, ja. Ich sag's mal so, wenn man es jetzt mal anders betrachtet, wenn man es als Trilogie sieht. Das erste DLC, jetzt das zweite, nach das dritte, wo wir wissen, es ist mehr Storyumfang, viel mehr Storyumfang, aber wir wissen noch nicht genau, um was es geht. Geht es um die Future Trunks Saga aus Dragon Ball Super? Hat es was mit Broly zu tun? Ist es vorher mit Freeze eine Anspielung gewesen auf das Turnier, was noch kommt, was man aus dem Anime und Manga von Dragon Ball Super kennt? Oder geht es um Moro? Wird der bereits auftauchen, weil der jetzt im Manga abgehandelt wird? Entschuldigung. Ja, das ist halt so eine Frage für sich. Aber generell, ich hoffe, die Steigerung geht insofern weiter. Weil wie gesagt, erste DLC war ein netter Aufmacher. Zweite DLC fand ich vom Umfang und auch ein bisschen von der Erklärung her und so besser als das erste. Bis auf die Tatsache, dass keiner wusste, wieso Freezer wieder zurück ist im Leben. Wurde einfach mal konkret übergangen. Da habe ich ein bisschen mehr gewünscht, dass man auf das eingeht, was man bereits im Spiel gemacht hat. Was im ersten DLC auch war, wenn man bereits die Super Saiyajin-Formen hatte und wie es die einem gegeben hat, hat auf Goku oder Vegeta gesagt, hey, danke, aber ich kann das schon. So was in der Art hätte ich mir im zweiten DLC ein bisschen mehr gewünscht. Aber ja, insofern, durchaus netter Auftakt und ich hoffe, dass das dritte DLC das noch besser wird und dann das Ganze eben ein rundes Paket gibt. Eine runde Trilogie von DLCs und dann danach hoffentlich auch weitergehen mit DLCs. Vielleicht auch ein bisschen Dragon Ball GT und so. Vor allem jetzt auch im Manga von Dragon Ball Super geht es mehr und mehr auf Richtung generell von der Dragon Ball Z-Serie zu, also auch mit Up, der am Schluss noch aufgetaucht ist und so. 10 Jahre nach dem Kampf gegen Majin Buu und so, und die ganze Geschichte. Und dann Dragon Ball GT ging dann danach noch weiter. Und generell ein Remake von GT fände ich eigentlich persönlich ganz geil. Allein schon, wenn ich einen 4-fachen Super Saiyajin so feiere. Aber egal. Das soweit dazu, Freunde, mein Fazit. Wie gesagt, durchaus netterer Auftakt mit den DLCs, mit erster Teil und zweiter Teil. Und ich hoffe, der dritte wird zum einen jetzt lange auf sich warten lassen, zum anderen, dass er eben auch durchaus guten Umfang hat. So. So, jetzt machen wir ein bisschen hin hier, weil ich keinen Bock drauf habe. Genau, also man Raumschiff reparieren muss, dass er Ehrenfrüchte essen wollte, alles nur erfunden. Danach, dank dir konnte ich alle finden. Danke. Ja, gib dir einfach mal so die Dragon Balls. Nein, bitte nicht. Jetzt wollte ich Dragon Ball selber nutzen. Das darf doch nicht wahr sein. Anscheinend muss er diesmal nicht so lange auf die Wiederbelebung warten. Ernsthaft jetzt. Oja, oja. Nani? Er ist ein schlechter Typ. Wenn du einen Fußnehmen auslassen willst, lass ihn an mir aus. Ernsthaft, schon wieder? Wir sind alle dabei, schön. Also früh ist sogar noch stärker.
Ja, Mann, Goku, das war eine schlechte Idee, glaube ich. そんなもんか調子に乗るんじゃありませんよ Oh ne, es geht auch schon wieder los. 粉々にして差し上げますよ Toll. Zurückgemorpht. Dankeschön, Freezer. Toll, ist aber zu weit weg. Ich komme gar nicht an ihn ran. 行くぞ そんなはずはないんだ 本気で潰されたいようですね Das ist so ein Quatsch, dass es nicht geht. Oh, ernsthaft, das schon wieder? Ah, ich glaube, das wird dann noch ein bisschen länger dauern als in dieser Folge. Also der Kampf gegen Freezer nicht, nee, das schon nicht, aber wir sind da in den Sidequests durch, sind stehen noch 2 bevor. Du gehst mir auf den Sack, Freezer. So, jetzt ist Freezer zurückgekehrt, ich hoffe, er kommt nie wieder. Kein Bock mehr auf den Typen. しかしよはい おい Na, na, Freezer. Du wärst doch nicht so dumm und würdest versuchen, Erde normal zu zerstören, oder? 何 Beerus? Sprich mit etwas so mit einem Gott. Vergiss nicht, wo du stehst. Lord Beerus, was machst du hier? Ich will einem Verlangen nachgehen. Die Delikatessen der Erde haben es mir nämlich sehr angetan. Lang bedacht es immer noch vor dir zerstören. Das kannst du natürlich gerne tun, aber ich glaube, du wirst es hinterher bereuen. やれやれ。 Ja, super. Also ist er wieder belebt oder nicht? Wenn du mich fragst, verdient er es dann am besten, wenn er belohnt zu werden. Findest du nicht auch, Freezer? いいでしょ お Alter. Wie Shenlong, ja, ja. うおい何 Vielmehr die Frauen hier. Aha. Ich mag diesen Planeten, aber es könnte sich auch ändern. いいでしょ ありがたい Danke, Lord Freezer. ええ Wir heben unseren Vertrag auf. Ja, hätte er gedacht, dass er ihn killt. So, und Freezer lebt wieder. Schon wieder. Ja, und jetzt? 修行したくてうずうずしてきたぞ Ja, da du doch halt wieder lebt. Jetzt halt die Frage, was es für Auswirkungen auf künftige DLCs hat. Aha, okay. Wir dürfen nur noch auf Beerus Planeten trainieren. Schade. Aber, Freunde, wir haben noch weitere Quests offen. Jetzt ist die Frage, Rache gegen Vegeta.
Also am Abschluss bestimmt Nebenquest verfügbar, okay. Also erst das, nachher das hier, wa? Okay, Freunde, das gehen wir in der nächsten Folge an. Vielleicht auch nochmal 1 oder 2 Folgen, keine Ahnung, vielleicht noch mehr. Wir werden sehen. Zurück bei Dragon Ball Z Kakarot im zweiten DLC. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.